Geil, ich bin vielleicht nicht die aktuellste Generation, aber ich habe auch Summer Brain. Ich habe jetzt eine Beule in der Hose. Sag mal den Finger. Schon, ja. Nein. Biden oder Kamala Harris? Ja, Habe ich mich mit zu wenig beschäftigt. heißt Kamala. Kamala. Aber Bushido hat es Camilla genannt. Camilla. Weil er blöd ist. Heißt nicht die Chaya von dem englischen Wichser Camilla? Ja. Ich glaube, so hat es auch in ihrer Insta-Bio stehen. Die Chaya von dem englischen Wichser. Ja. / Camilla. Ja. Ja, aber das ist eine richtige Hau. Ich glaube, Camilla, wenn man nicht alles täuscht, ich bin nicht so bewandert bei den Royals, aber ist Camilla nicht die gekommen ist, nachdem Lady Diana, sage ich mal, im Tunnel spazieren gegangen ist und dann Camilla fickt sie dann einfach einmal komplett durchs Königshaus. Ja. Aber die ganzen coolen Boys, wie der, lass mich nicht lügen, der Harry, Ja. der andere, Der Rothaarige. ja, der Harry ist der Rothaarige. Wie heißt denn der Haupt? George. Scheiße. Ja, egal. Ist ja wurscht. Ich habe Entschuldigung. die Begeisterung also fürs englische Königshaus noch nie verstanden. Das juckt mich komplett an Scheiß. Dann schaust du scheinbar die falschen Serien. Ja. Nein, ich habe auch keine Ahnung vom Königshaus. Ich glaube, ich finde es schon Lebt interessant, die weil noch? Schon, die ist schon noch die am Queen Start, ist. Nein, die ist hier. Ah, ist jetzt tot. Schon einige. Also Echt? vor einem Jahr oder 2 Jahren Ah. hat es vom Stangl gehauen, ja. Naja. Mit, weiß ich nicht, weit über 90 auf jeden Ja. Fall. Also die hat echt lang regiert. Hat es was bewirkt? Ich denke nicht. Entschuldigung, Kein war jetzt Problem. blöd Nein, von gehen wir mir. erst einmal zum Tierfakt, den du vielleicht schon kennst. Oktopusse haben 3 Herzen. Mhm. 2 davon pumpen Blut in die Kiemen, um Sauerstoff aufzunehmen, während das dritte das restliche Blut durch den Körper pumpt. Wow, also wow. Mhm. Also eins ist, die haben ein extriges Herz für das, was unser Herz macht. Und Ja. was machen die anderen 2? Sauerstoff in die Kiemen pumpen. 2 für Sauerstoff. Ja, wenn ich schon. Jetzt ist es aber so, wenn die schwimmen, wird das Herz, das Blut in den Körper pumpt, langsamer und darum sliden die lieber am Boden rum und schwimmen nicht wirklich. Okay. Ja. Das ist dann, glaube ich, voll der Stress für das Viech, oder? Weil wenn das schwimmt, dann meistens ja aus Angstgründen Ja. und dann tintet sie Oder sich Jagdgründen. voll. Ja, oder Jagdgründen. Ja. Und dann bist du komplett in deiner eigenen Suppe Ja. und musst dich noch bewegen, obwohl du es nicht gerne machst. Hätte ich null Bock drauf, um ehrlich Nein. zu sein. Haben das dann andere Fische auch? Weiß ich nicht. Warum nicht? Aber ich glaube nicht. Ist ein Tintenfisch ein Fisch? Weiß ich nicht. Ich glaube, eine Eigenart Krake oder Oktopus. Weiß ich nicht. Weißt du, das wäre bei Krähen, da weiß ich nicht, ist die Krähe oder der Rabe das Haupttier? Also, 50 Mal her. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Sollten Ja. wir uns jetzt einmal so einen Spickzettel machen? Ja, schon, ja. Definitiv. Ja, unsere Tierfakten ähnlich gut recherchiert wie unsere politische Meinung. Ja, aber deswegen ist es ja eine Meinung. Ja. Die muss nicht recherchiert werden. Stimmt, ja. Sondern die Meinung, die Ja. bildet man einfach, indem dass ich ein bisschen was Ja. von meinem Vater her erfahre, gell? Ein bisschen was vom Ein Stammtisch. bisschen was vom Stammtisch, wo mein Vater natürlich hockt. Ja, Und den Rest halt alles in rechtsradikalen Foren. ja, schon, ja. Wo ich halt dann auch gezielt, sage ich mal, Ja, nach wo ich Argument- Admin bin. Richtig, ja, wo ich mehrere Foren leite Ja, und da ganz spezifische rechte Themen auch erweitere. ja. Wochenrückblick? Oder willst du noch ein bisschen über Mich würde es nur Tintenfische reden? interessieren, nahe Tintenfische oder Oktopoden. Ja. Octopussies. Ja. Ein Tintenfisch hat 10 Haxen. Ein Oktopus 8, der ist das gewusst. Ich habe gewusst, dass eins mehr Vielleicht hat er eine Warte. Oh nein, jetzt ist das Oder Ding wieder. 6. Nein, Das glaube ich sind nicht. Spinnen. Ja, das sind Arachnoiden. Ja. Na, spannend. Wird's ja Spinne, was- du Arschloch, hat 8. Ja, ja. Aber Insekten haben 6 Haxen. Ja. Wenn Deswegen ihr was heißt lernen wollt, schaut euch alle Folgen noch her. Das ist, da wird ihr gebildet. Ja. Vor 2 der Speerspitze unseres Schulsystems auf jeden Fall. Ja. Mir ist aufgefallen, ich habe gestern ein bisschen ChatGPT verwendet. Ja. Und das hat so viel von meiner Denkleistung weggenommen, weil Ja. ich selber nicht mehr denken habe müssen. Ich habe es dann versucht, die anderen hier vorzulesen und habe irgendwie Ja. nicht mehr lesen können, weil Ja. mein Kopf nicht mehr arbeiten wollte. Aber So geht es ChatGPT kann mir, auch vorlesen. wenn ich viel mit der Hand schreibe. Also wenn ich mir wieder so Geburtstagskarten oder so Ja. schreibe, weil ich schreibe nie mehr, ich schreibe fast gar nichts mehr mit der Hand. Ich schreibe nur mit dem Handy oder am Laptop halt. Ja. Entschuldigung.
Am MacBook. Mac, ich wollte gerade sagen, Bin Laptop. nur kein scheiß Arbeitsloser. Toshiba? Ja. Wohl kaum. Nein. Ja, genau. Das ist dann immer richtig anstrengend, weil ich schreibe viel Scheiß in so Geburtstagskarten. Wenn du dann 2 Seiten schreibst, am Anfang merke ich nur, wie ich schön schreibe und zum Schluss kriege ich es ja gar nicht mehr hin. Ich mache es jetzt so, weil mein Kopf ist schneller wie meine Schreibhand. Deswegen schreibe ich es oft am Laptop vor. Ja. Und schreibe es dann mit der Hand nach. Das Problem ist nur, dass ich mich so wenig dann aufs Abschreiben konzentrieren kann, dass ich oft Wörter zweimal schreibe. Also, weil ich einfach nicht aufpasse, weil das ist so langweilig, was abzuschreiben. Ja. Und ich bin vielleicht kein wie heißt die aktuelle Generation? Gen Z? Oder die heißt schon wieder anders. Ja, ich bin vielleicht nicht die aktuellste Generation, aber ich habe auch Zoomer-Brain. Ja. Deswegen kann ich mich beim Abschreiben nicht konzentrieren. Weil eigentlich da ich gerne irgendwas anschauen oder anhören oder was weiß ich, aber es funktioniert Nein, das kann ich auch nicht. Also das Einzige, was geht, ist eine Filmmusik, wenn kein Text dabei ist. Ja, also Klavier, Film. Ja, sowas. Also, und Regengeräusche. Ja, das hilft auch. Oder halt diese Frequenzen, aber das nervt mich irgendwann, muss weil immer das noch sau scheißen. aggressiv. Schon, ja. Vielleicht so Ja, die falsche. relaxing Frequencies und dann denke ich mir, Kruzifix, Alter, ich tickle aus. Ja. Na, Ja, ich glaube, das ist, wenn die Leute zu sehr dazu drängen wollen, die zu entspannen. na, Also ich wüsste nicht, also deswegen so Meditation. Ich glaube, pass auf, Meditation glaube ich geil, aber nicht in Gruppen. na, Also das ist das dann zu 8 in irgendeinem Kreis hocken und meditieren. Ja. Und da ich mir die ganze Zeit nur denke, was könnte ich jetzt Lustiges machen? ja, Wie schon. könnte die Meditationsrunde ein wenig auflockern? Ja, schon, weil ich ja. glaube, dafür sind Meditationsrunden ja da. Ja, schön anfahren lassen. Ja, sowas, ja. Ja. Oder ich darf schauen, wenn die Oder halt, ja, ganzen Meditationsweiber, wenn es jetzt gerade Sommer ist und sie Ja. haben zufälligerweise mal keine Leggings so, Ja. sondern diese Sporthosen. Ja. Und dann, wenn es dann am Schneiderst, da jetzt schauen, ob ich reinschauen kann. ja, Also, ein bisschen Pischlitz zum Sehen gibt. Ja, aber- Am Brunzer. ja, aber wahrscheinlich ist ja der riesen Busch bei den ganzen. Ja, diese ganzen, aber ich habe mich auf Hippie-Weiber. Bali selber gefunden. Ja, aber ein Rasierer Drecksfotzen. dabei verloren. Und meine Würde. Ja, Und jegliche weibliche Anziehungskraft. Aber ansonsten alles rock cool. on, ja. Trag weiter so Ballonhosen. Ja. Das bringt der Figur gut zur Geltung, ja. Na, So, Entschuldigung, jetzt weiß ich. ich finde, dass Flipflops und alles, was in die Richtung geht, nicht außerhalb vom Schwimmbad oder am sehr heißen Land getragen werden sollte. Also, Ja, also Flipflops ist für mich irgendwie sehr befremdlich. Klar, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Crocs top-notch bin. Ich finde schon. Na, Aber ich möchte da nicht hier mir irgendwas zwischen meine Zähne klemmen. nein, das nervt mir richtig, das Gefühl. Ja. Ich bin ein Team Adiletten. Also da, Weiß ich, ja. Na, Musst ja du gut, da sein. war ich auch schon ein paar Mal auf der Straße damit. Muss man auch wissen, also jetzt vielleicht auch nicht der stylischste Weg. Letztens eine sehr kurze Erledigung gemacht und Ja. überlegt, ob ich meine Crocs anlasse. Ja. Weil ich mir gedacht habe, ich muss gar nicht aussteigen aus dem Auto. Ich habe dann Ja. so Angst gehabt, dass ich doch aussteigen muss und so Ja. weit will mein Crocs-Radius doch noch nicht. Na, ja, in die USA in der Hood siehst du schon viele schwarze Ladies oder so mit so Crocs rumlaufen, mit so viel so Ja, Zeug das dort ist halt, du hängen. kannst es halt brutal aufmotzen, Ja. wenn man so schön sagt, wie die jungen Leute. Na, immer fancy, weil die teilweise rumlaufen. Also Crocs, dann eine urenge Leggings, obwohl es viel gewampert sind. Auch. Ja, also Ja. was ist jetzt auch zur Zeit mit Und der diesem Bomberjacken. Bauchfrei? Was ist mit dem Crop Top Trend zur Zeit? Wenn dann die ganzen chubby Bitches, die ein BMI von 64 haben, dann Ja. trotzdem bloß weil eine Freundin sagen, jetzt ziehen sie dann irgendwie so High-Waist-Hosen an und Ja. man sieht so viel für einen Bauch, aber das ist auch zu viel. Ja. Sei mir nicht böse, ich möchte kein Fettshaming machen. Ihr Ja. wisst, ich liebe fette Frauen, ich Ja. darf alles dafür tun, Ja. um mal wieder bei einer Dicken zu landen. Aber man muss ja entsprechend kleiden. Ich glaube, das ist die Rache von den Frauen, dass sehr viele Italiener und Türken Ja, Männer männliche, sehr enge viel zu Kleidung. enge Poloshirts haben, viel zu enge, mit viel zu überladene Fußballtrikots und Sachen in die Richtung. Das finde ich aber sehr lustig, um ehrlich zu sein. Das überladene Zeug oder Nein, dass die dass fetten, du das mit deinem Selbstbewusstsein Ja. dran. Ja. Ich stehe ja total drauf, wenn fette Leute oberkörperfrei. Ja. Und zwar mit einer Begeisterung laufen. Mein Opa, Ja, mein Münchner Opa. ja, Hier so einen Bierbelly, Ja. aber der ist der König, wenn er sein Shirt auszieht. Er Ja. tragt das wirklich mit Würde. ja. Er erinnert mich ein bisschen, gibt es auch nicht die Schnapswerbung, wo der mit dem Southern Comfort, wo der Typ einfach nur mit seinem Southern Comfort über den Strand geht, also ein richtig chubby Typ, aber auch bei Pornobalken, aber auch sehr
confident auf jeden Fall. Ich glaube, du hast es mir mal gesagt. Ja. Ist eigentlich nicht witzig, er ist einfach nur Das fett geht und Geld am machen, Strand. das ist- Ja. nein, ist nicht Ja, witzig, ja, das beim würde Kiss voll- der haben die Leute sind Ja. einmal auf der Bühne, also im Publikum ausgerastet, Ja. dass er sein Shirt ausgezogen hat. Mir nerven Ja. nur dürre Leute, wenn sie sich ausziehen. Ja, Das provoziert mich irgendwie. ja, weil es halt kein Flex ist. So. Nein. Ist dünn. Aber eigentlich, man muss dazu sagen, also eigentlich gibt es für mich nur, es gibt eigentlich nur zwei Optionen, wo man legitim oberkörperfrei auf der Bühne sein sollte. Den Fall habe ich selber schon oft genug gemacht, dass ich oberkörperfrei auf der Bühne war, obwohl es mir nicht erlauben kann. Ja. Entweder du bist richtig ripped oder ausreichend ripped Ja, oder du bist fett. ja, Das sind die Optionen. Ja. Wenn du dünn bist, lass bitte einfach. Außer du bist sehr stark tätowiert. ja, stimmt. Das, ja. dann- ja, dann kannst du aber alles Ja, machen. dann ist dann, du bist stimmt, Ja. ja. Außer in der Bank aber. Das stimmt, ja. Oder bei der Polizei. Ich glaube, Doch. Polizei hat mittlerweile so Personal noch, dass der Tätowierte nehmen. Ja, das war ja lächerlich, Ja. oder nicht? Also Ja, bitte. finde ich So, insgesamt. also- ja. Haben wir kein Haken, aber die meisten wahrscheinlich Ja. haben kein Hakenkreuz am Unterarm. Denke mal. Außer das. Sie möchten in der Chatgruppe richtig Ja, flexen. ich wollte gerade sagen, außer sie wollen sehr schnell aufsteigen. Ja. Sie sind 2 Jahre dabei. Hier, mein Haken. Sie haben das. Die haben meinen Job. Ja, sorry. Wochenrückblick, oder? Wochenrückblick, ja, was haben wir denn da? Wir waren im Talmessing auf Music Adventure. Ja, waren wir. Ja, Kann ich bezeugen. um 2 in der Früh, Viertel nach 2 gespielt. War echt lang zum Warten, auf jeden Fall. Bis 3:30 die Bude komplett abgerissen. Ja, Aber jetzt sind wir ganz kurz, Talmessinger Music Adventure, mega geil veranstaltet. Ja. Also wirklich krass. Also die Veranstalter, alle sehr geile Typen. Hotel war sehr geil. Ist nämlich nicht selbstverständlich, dass wir immer Einzelzimmer kriegen. Ja. Also der Kid Rap und die bestehen sowieso auf ein Doppelzimmer. ja. Also gemeinsam nicht. Müssen wir 2 Taschenmuschis mitnehmen. Ja, und das war direkt der Ja. Schmarrn. Wir haben uns überlegt, kann jemand mal für uns recherchieren, falls es du nicht schon hast, ob es so Taschenmuschis gibt, wo du dann in der Mitte triffst. Reicht auch, wenn es so lang ist. Ja, schon, ja. Völlig wurscht. Ja, Weil das war schon mal geil, wenn man dann einfach. ja. Ich glaube, das Schwierigste ist da den Takt zu finden, weil ich möchte schon in der Mitte jedes Mal Berühren. berühren. Ja, ich glaube, da muss Musik laufen. Ja, stimmt. dann Ja. halt einfach- Wow, dabei die ganze Zeit Ja. Sauf auspumpen. Ja, Ich glaube, das kennt ihr richtig gut dazu. Ja. Wow, und dann schön in der Mitte gemeinsam abspritzen. ja, Und dann am Schluss weiß keiner, was wessen Wichse ist. ja. Dann, Das ist der Harry auslecken. dann sollst du Harry auslegen und dann denken wir uns erst, dann fahre ich so zurück ins Bett und denke, Ja, call it a day. ja. Ja. Und dann Ja, warte ja, ich 2-3 Stunden, bis ich wieder Ja. kann und dann sage ich dann, Michi, Ja, du bist natürlich ein bisschen müder wie ich, Ja. aber dann sagst du, Ja. dann, so, so stellen wir Ja. das vor. war schön. So viel zum Talmessinger Music. So wird es ablaufen, ja. Die Dorfrock haben wir noch kurz gesehen, aber nicht getroffen auf jeden Fall. Nein, waren sehr businessmäßig unterwegs, was völlig in Ordnung ist. Die Ja. haben einen Scheiß aufgebaut, haben gespielt, haben sie wieder verpisst. Na, man muss aber auch dazu sagen, dass wir erst um 11 Uhr gekommen sind dann. Also Wieder vielleicht können wir sein, ja. sind die vorher irgendwo rumgeeiert. Nein. Ja. Ja, aber es ist ein nach Das dem ist ja blöd für Auftritt. sie, kein Autogramm. Also es ist ein nach dem rausgegangen. Auftritt nicht blind und das finde ich ziemlich schwach. Ja, Also vor dem Auftritt nicht da sein, legitim. Ja. Nach dem Auftritt noch schön ein bisschen Schwarm, ja, Pflicht. Also, sonst, wer war noch da? Felix Harrer haben wir Ja. getroffen, geiler Typ. Schaut aus wie ein Hybrid, das 2 Leute überkennen oder Und ein mehrere Leute MC50. überkennen. Stimmt, ja. ja. Und Jimbo Jones und The Lizard of Love. Ja, Die waren auch gräbige Typen auf jeden Fall. voll ja, richtig Saufpotenzial, zwar Ja. kein Wort verstanden. Nein, weil es aus Baden-Württemberg waren. Ne? Ja, irgend sowas, ja. Ja. Na, War sonst niemand da? nein, das Nein. waren wir 4. Am nächsten ja. Tag, da hat dann wirklich hier Der Mausi und der andere vom Mädchen auf dem Niklas Pferd. D. Niklas D, ja. er hat da gespielt, gell? Na, das ist bei den DJs schon geil, weil vor allem, wenn es so englische Remixe machen, ist das scheißegal, wo die herkommen. Gell? Also der Typ hat gleich fast 8 Millionen monatliche Hörer, Weiß ich. weil er da schon ein paar, noch Mädchen auf dem Pferd hat er noch irgendeinen Song rausgebracht und Ja, einen anderen. Ich hab den auswendig gelernt. Hey. Ja. Ja, Around the World, genau das hat er noch. Na, Also aber anders, nicht das Around the World, anders. Ja. also gar nichts damit zu tun. Ich glaube nicht, dass er jetzt so versampelt. Crazy gemacht. Ja, dass man es nicht mehr hört. Wir laufen ganz normal, oder? Wir laufen ganz normal, Sorry, ja. wird Ja. einfach nur. Das ist gut. Genau, 2 Geburtstage gab es zu feiern. Vom Harry Stimmt, und vom Tom. Machine Also Gun Tom. alles Gute nochmal über die Kamera. Gell? Tom, der Geschenk kommt noch. Der hat geschenkt, das kommt noch. Das ist nämlich ein ganz besonderer Gutschein. Ist er gestern, kommt er tatsächlich zu uns und sagt, hey, ihr habt doch gesagt, wenn wir im Büro sind, dann gibt es das Geschenk und dann Wenn fahren wir alle zum- da sind. Ja. Ja, und das
gestern ist zeitlich uns einfach nicht rausgegangen, weil wir es auch noch nicht entsprechend eben, wie Ja. soll ich sagen, verpackelt gehabt haben und dann hat er darauf bestanden. Gibt es Ja. halt kein Geschenk. Ja. Vorerst. Sonst, was die Leute noch interessiert, glaube ich, sind wir relativ durch. Wir planen gerade unseren nächsten Song. Songs, genau, ja. Da Blueprints erschaffen, dass wir da effektiver arbeiten können. Leute denken nicht mehr, Musik machen, das ist so eine Gefühlssache, wo du einfach mal hier hockst und ein bisschen Gitarre spielst. Das ist ein System. Das ist eine Maschinerie. Los Brutalos ist eine riesen Firma. Ja. Und da hängen einfach 2 Arbeitsplätze dran, dass ich mich da mal mit irgendeinem scheiß Hippie auf der Wiesen hocke und ein bisschen Gitarre spiele und that's a jam. Ja. Da kommt dann sowas wie Scheißen am Wald raus. Grüße gern raus, Biber. Geiler Song. Na, warst du schon mal im Wald scheißen? Nein, war doch klar. Na. Aber ist schon sehr lang her. Ja, als Irgendwann Kind, einmal so. Jugendlicher Ja, beim Golfbälle suchen notgedrungen. so, also das ist schon sehr entwürdigend. Ja. Ich glaube lustigerweise, dass wir das schon mal thematisiert haben. Ja. Aber es gibt ja nichts, wie gesagt. Na, Nein, es ist ja ganz schwierig. Also es hängt immer irgendwas am Weg und Ja. dann die Beinmuskulatur dazu habe ich auch gar nicht. ja, ich habe mir da extra, das ist nämlich so eine Klippe gewesen, da habe ich das Super. Glück gehabt, dass ich so eine Art Donnerbalken gefunden habe. Und da habe ich mir dann so mehr oder weniger draufhocken können. Das ist noch echt top. Ansonsten war es vielleicht noch geil, wenn du da Seil spannst an einem Baum, Ja, auch so stimmt, leicht ja. wie ein Ding und Ja. dann hebst du da fest Ja. und dann kannst du wirklich richtig wie so ein Wasserskifahrer. Ja, Ich denke das mal, wär dass das geil. die sicherste Art und Weise. Aber auch dann, ich finde es halt, dann musst du den ganzen Scheiß da einfach liegen lassen und mit was wische ich mich ab, dann habe ich wieder. Ästen und Ja, Laub. ja, richtig, ja. Dann ist dann 90% davon wieder an der Hand, so wie immer zwar, Ja, aber klar, ja. Na, ja, also ja, wie hat nicht, gesagt, da habe ich richtig Glück gehabt, da war Wasser in der Nähe, ich habe sogar meine Hände waschen können. ja, leck mich an. Ja, das war eigentlich. Hey, klar. Ja. Na, Nein, Ja. sonst kein großer Fan vom Scheißen am Wald, sondern am liebsten daheim. ja, daheim oder halt auf so Raststätten. Raststätten. Aber also nicht, wo ein Sanifair ist, Nein, sondern nein, nein. dieser kleine Würfel, wo es da alles herrscht. Wo du wirklich genau, wo die Weiber Ja. auch links und rechts neben Ja. dir scheißen, hätten eine OB-Packungen aufmachen. Ja, Das schon, möchte ich ja. jetzt auch nochmal sagen. Ich habe ein Foto gemacht zum Talmessinger Music Adventure, da ist im Künstlerbereich auf die Toiletten ist eine leere OB-Verpackung gelegen. Ich hätte mich fast komplett übergeben. Ich habe gewürgt, also ich habe wirklich du hast das gehört, wie es hochgeholt habe von unten und nicht mit Absicht. Ja. Da habe ich mich richtig zusammenreißen müssen. Spült es runter, die Plastik. Ja, Oder steckt es ein oder hört es auf zu menstruieren, irgend sowas in Ja. der Richtung. Findet einfach eine Lösung dafür, dass ich nicht brechen muss. oder wenn immer es in eine- Indien, dass du halt die Woche in der Höhle gehst. Ja, das Menstruationstasse, Tasse, die Menstruationstasse, so eine Sachen. das ist ein neue Klicker. Ja, wie sollst du denn reinschütten? Alles cool. Super. Nein, ich bin auch ein riesen Höhlenfan, Ja, muss ich sagen. Oder muss ja auch keine Höhle sein, wir sind ja jetzt, im 21. Jahrhundert angelangt, ihr könnt in einen Keller gehen, finde ich. ja. Ja. Und sonst, was ist sonst noch passiert? Jemand ist uns auf Instagram ziemlich auf den Sack gegangen. Irgend so eine Lisa hat uns die ganze Zeit geschrieben, dass sie uns unbedingt was mitteilen muss und dass sie eine Stellungnahme von uns haben will. Ach so, ja. Gut. Aber was Ja, das ist ich glaub, tatsächlich das ein ist das Strangeste, was seit langem ist passiert tatsächlich ist. ein bisschen, ich weiß nicht, ob es creepy ist oder ich Ja. finde es einfach nur. Also normalerweise bin ich auf der anderen Chatseite. Schon, ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich sie die letzten Monate schon mit Nachrichten Ja. um 3 in der Früh. Also ja, keine Ahnung. Also ist ja, haben wir in den letzten Dingen schon leicht angeteasert, dass da sowas, aber ja. Weiter Mir ghosten. egal. Ja, schon. Sperren, weiterreiten. Ja. Thema der Woche. Entschuldigung, hast du ja jetzt zurückgeschrieben? Nein, Okay. Ja, das gebe ich ans Management. ja, weiter. schon, ja. Ja. Thema der Woche ist Live-Auftritte und deren Magie Ja. und das Tourleben. Was macht daran so Spaß? Was ist das Witzigste, was wir erlebt haben? Und wieso sollte man sich uns einmal live anschauen? Du hast das jetzt so maschinell vorgelesen, Ja. dass ich nicht zuhören habe können. Okay. Versuch's in deine eigenen Worte zu fassen. Also was ist das Magische an Live-Auftritten und was macht da so Spaß? Ja. Was ist das Witzigste, was uns bis jetzt auf Tour oder live passiert ist? Okay. Und wieso sollte man sich uns einmal anschauen? Das ist ein gutes Thema. Ja.
Das zufällig, wo wir jetzt halt noch die 4 letzten Konzerte das Jahr von der Leber Duck-Tour haben. Das gibt's ja nicht. Ich möchte aber dazu sagen, dass dieses Sheet halt redaktionell erstellt wurde von der Sabrina und deswegen... Die macht es in Zukunft immer, weil wir nicht die Zeit haben. Nein, weil wir müssen Hits machen und sind sehr oft vor Gericht wegen diverse Sachen. Heute vielleicht noch öfter. Darf ich nicht reden. Ja. Die Magie an Auftritten. Ja. Das, also ich mag alles an Auftritten, muss ich dazu sagen. Also sowohl die Zeit davor, die Vorbereitung macht schon Spaß. Ja. Deswegen haben wir wieder eingeführt, dass wir proben, weil Ja. erstens um die Qualität zu steigern. Aber ich mag schon den ganzen Auftrittstag. Es gibt natürlich Auftritte, die ein bisschen stressiger sind. Oder wenn es halt Auftritte am Freitag zum Beispiel, wenn wir an dem Tag schon viel Arbeit haben, sind manchmal ein bisschen stressig, aber ansonsten ist der ganze Auftrittsvibe geil, Ja. weil wir alle auch befreundet sind. Das bedeutet, Wir zwei sind befreundet. Ich sage es. Ja. Wer ist noch dabei? Der Harry und Sabrina. Okay. Also Und wenn ich keiner alle bin sage, man und ja keiner uns. bin ich auch befreundet. Ich habe uns zwei gemeint natürlich. Also Passt. die anderen. Ja. Also wir alle und die anderen, Und die Angestellten. die Ja. dabei sind. Also ja. Und du saufst dann halt Ja. auch schon oft bei der Probe natürlich. Aktuell schauen wir, dass wir es ein Ja. bisschen zusammenreißen, aber die Fahrt dahin, da fängt der Auftritt eigentlich schon. Ja. Da müssen wir uns sehr viel Deutschrap vom Kitty hören. Ja. Dann wieder ein paar sehr schlechte Metal-Cover vom Harry. Ja. Und von mir so ein, zwei Songs, die man mal gespeichert hat, die andere Leute vielleicht auf den Sack gekannten. Und ein paar Country-Songs. Ja. Ein paar Malle-Songs noch. Ein paar Male-Songs, aber die sind ja für jeden da. Ja. Da kann sich ja keiner beschweren. Ja. Da ist dann so, dass man pumpt. Ja. Dass die Stimmung dann steigt, dass wir noch ein kleines bisschen dümmer werden, weil nicht, dass die Leute denken, wir sind schlau, wenn wir aus dem Auto aussteigen. Nicht, dass die Leute denken, wir hätten studiert. Ja. Ja, da muss ich schon mit einem leichten Hurra, Hurra, erster Platz, was war's? Hurra, Hurra. Erster Platz beim Erster Platz, Hurra, Hurra beim Schwanztreffen in Mombasa. Mombasa. Jetzt haben wir es. Gut haben wir das. Ja, ganz nice, ja. Ja, Ja, der ganze Tag ist magisch. Du kommst dann an, dann lernst du erst einmal die Leute kennen, die Himmel, die natürlich komplett oder die Veranstalter. Du merkst, die sind erst einmal total schüchtern und wissen gar nicht, Starstruck. wie gehen sie mit einem um. Und dann werden mir erst einmal aus der Kutsche geholfen. ja, Dann gehe ich da hin und sage, gebe ich meinen Mantel, sage Ja. hier, muss ich nicht dazu sagen, hängen auf, sondern das wissen na, sie eh. kommen meistens eher ein paar Vögel aus dem Wald und tranken weg. Ja, richtig. Und dann sage ich, wo es am Kid Rap um meine Sänfte. Ja. Wir werden gerne in den Backstage-Bereich getragen werden. Da werden uns dann erst einmal eine halbe angeboten. Wir trinken natürlich auch mit dem Volk, so ist es nicht. Ja. Da stehen wir dann ganz Am kurz. Balkon. Richtig, ja, richtig, so nach unten. Ja. Da stehen wir dann kurz da, stoßen einmal an. Ja, Und dann, ja, Ja. Dann vergeben wir uns an die Snacks, die sie uns vorbereitet haben. Ja. Lassen den Obstkorb, der extra auf dem Rider steht, natürlich immer links liegen, weil keiner mag Obst. Das sind leere Kalorien. ja, Ja, und dann sandelt man eigentlich so lange, Ja. bis der Auftritt losgeht. Ein bisschen Soundcheck unter Umständen noch. Dann hat Sabrina wieder irgendwas vergessen vom In-Ear. ja. Das ist auch mal cool. Passur hat übrigens ein Bananenschnitt, der auf einem Rider steht. Und ich kriege jetzt oft Bananenschnitten. Und Ist der Kuchen? ja, ich glaube schon. Warum ich das jetzt erwähne, erstens Ja. finde ich es witzig, Sauwitzig, ja. Leute extra Bananenschnitte holen oder machen, dann dafür. Aber ich glaube, ist das so ein Österreich-Thing? Weil bei uns, also ich kenne das nicht. Bananenschnitte. Ja, also den Kuchen, ja. Bei also, uns war es das irgendwie anders. Es ist eine Donauwelle oder so. okay. Ja. Das kennst du wahrscheinlich. Mag ich nicht. Ich mag ich gern. Schon? Ich Ist weiß, da Schnaps drin? Nein, Okay, dann habe ich es verwechselt. gar nicht. Also das ist einfach ein Biskuit-Tag. Ja, Dann eben so ein klassischer, ich schätze mal sowas wie Creme Fraiche Ding. na, Also Mascarpone. Mascarpone, klar. Mascarpone war es, sorry. Mascarpone mit ganz viel Banane drin, aber schmeckt richtig frisch. okay. Ein bisschen Zitrone noch rein. Ja, Und oben drüber kommt dann, wenn du es gescheit machen willst, bei einer Kabelpulver. Nein, viel besser. Eine das ist richtige Tiramisu. Schokoladenglasur drüber. Es wird dann also hart Ja. und super. Und was Manche, für wenn mich nicht alles täuscht, korrigiert so eine falsch liege. Ich glaube, dass manche sogar. Nein, glaube ich doch nicht. Okay, also müssen wir mal beim Passurauftritt vorbeischauen. Ja. Nur wegen der Bananenschnitte natürlich. Ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Der Donauwelle ist, glaube ich, mit Kirsch, aber das Bananending ist ähnlich. Egal. Okay, ja, wurscht. Darum soll's Finde ich ja gut, nicht gehen. auf jeden Fall. Ja, Also wie gesagt, das ist einmal so der grobe Ablauf und dann Ja. schauen wir eben, dass wir so auf dann kriegen wir dann wärmer und das ist wirklich geil, also oft noch sehr königlich bewirtet, also Ja. oft, wenn wir in Wirtshäuser auftreten, kann man auch richtig geil essen
Na. Oder auch die Festzeit, da haben wir immer was Feines, ein Steckerlfisch, Ding, Semi, Hausgrad-Semi. ein Hals, also ein Grillsemi halt, Ja. ein Steak-Semi. Und ja, dann schauen wir einfach, dass wir bis zum Auftritt so wenig besoffen sind, dass wir noch irgendwie auftreten können. Ja. Und dann beginnt ja die eigentliche Magie, finde ich. Dann geht's los. Ja. Gibt es da vorne einen Jäger Bullen ab und zu zum Pushen? Ja, müssen wir jetzt wieder einführen. Ja. Und dann wird abgerissen. In 5 von 10 Fällen. Ja, aber das Sehr zu 100%. solide. Ja. Na. Ja, ich finde es immer, also was auch sehr magisch ist, ist, wenn man überlegt, dass wir uns hier in unserem kleinen Hinterstübchen irgendwelche Songs überlegen und die Leute singen dann tatsächlich mit. Das ist wie, Ja. wenn man ein Drehbuch schreibt und der Schauspieler sagt dann Ja, den das Scheißdreck, stimmt. den man geschrieben hat, nur halt mit von mehreren Leuten. Warum ist das so magisch? Also ich überlege gerade selber. Es ist einfach, Ich glaube, es ist also du erlebst ja, Bestätigung, oder? du erweckst ja irgendwas zum Leben damit, Ja. irgendeine Geschichte, einem Song Ja. und jemand anders übernimmt das ist irgendwie schon geil. Ja. Ja, es ist schon so ein kleiner Ritterschlag, da ich sagen, oder? Weil es gibt ja viele Leute, die Musik schreiben und machen, die wo keiner mitsingt. Ja. Und ich glaube, der Mensch insgesamt sehnt sich ja nach Bestätigung und ich glaube, das ist dann eine Art der Bestätigung und Huldigung, die man dann da vom Publikum kriegt. Und sagt einem irgendwie, dass man ein bisschen was richtig macht. Vielleicht ist das dann das Ganze. Ja. Deswegen sind eigene Konzerte natürlich, also wir machen alle Konzerte, aber Ja. eigene Konzerte sind natürlich nochmal ein bisschen befriedigender, Ja, weil da ja dann die Leute nur wegen dir da sind. ja. Ja, wenn du so ein gemischtes Konzert hast, wo die Bands nicht so hundertprozentig zusammenpassen und die zeigen wieder nur lauter langweilige Leute, die wo dann Ja. sagen, müsst ihr mich besaufen? Und lauter so Scheiße. Kann's nicht mehr hören. Ich schlage am Preisen, das ist zwar nicht in Ordnung. Ja. Mofa Mani, warum wird hier irgendjemand Mutter Mutter gefickt. gefickt und dann gevierteilt? Na, Sag ich, das weil- sind wir keine Halt doch Scheiß. der Fotzen. Ja. Können wir- Blöde Frau, blöde. Ja, kann auch mal. Ja, es sind immer die Weiber fast. Schon? Nein, oder? Also ich glaube, dass da Typen echt schlimmer sind. Bei was? Bei so jemanden ungefragt seine Meinung verzeihen. Ja, ja. Aber tatsächlich auch in politischer Hinsicht. Ja. Finde ich, in erster Linie. Aber so die anderen, also ich habe meine meisten Diskussionen tatsächlich auch mit Frauen geführt. Okay. Er erinnert mich an eine, Ja. an euer Kachbar. Ja. Sonst, Aber der habe ich dann so brutal auch nicht geschmiert. ja, schon, ja. Das gesagt, so, und jetzt? Ja. Und jetzt? Na, also es ist eh schon weniger geworden, glaube ich. Ja. Also zumindest im Leute, die an uns herantreten. Ja, das muss man immer noch sagen. Also, wir sind schon echt. Also, dafür, also wenn man mal bedenkt, wie unfassbar bekannt wir inzwischen sind Ja. und wie asozial unsere Texte auch speziell in der Vergangenheit waren und jetzt auch wieder wären, Ja. dafür erfahren wir relativ wenig offene Kritik. Ja, aber ich schätze, es liegt am Auftritt an sich. Also ich glaube, Also, die Leute, die uns kritisieren, sind immer nur die, die sehr weit weg sind. Aus Ja. Berlin zum Beispiel oder, Ja. halt, oder bei Social Media. Ja. Und das ist dann auch mehr sehr, sehr allgemein gehalten gegen Bayern und so weiter. Und das ist ja mehr total egal. Schon, ja. Ja, da werde ich richtig sauer. Ja. Eine Teilweise. persönliche ist echt lustig. Eine persönliche Beleidigung gegen mich, alles cool. Ja, ja. Aber, also wirklich, ich kenne ja alle meine Schwächen und es gibt keiner kann mir irgendwas sagen, was ich nicht Ja. über mich selber schon weiß. Ja, Außer, ja, aber wenn es dann gegen Bayern geht, vor allem so komplett ja, es ist aus halt dem Nichts ja. oder halt auch jemand, den das ganze Ding dahinter gar nicht versteht, also Ja. dass wir eben nicht alle komplette Volltullis sind. Hast selber gemerkt. Ja. Ja. Ja, ich finde es immer, also die Kritik am an dem bayerischen Lebensstil ist halt immer das, was mich nervt, weil mir ist, also ich gehe halt immer von mir, also mir ist es komplett egal, klar, ich mache mich über sehr viele Sachen lustig und vor allem über Frauen, die lange auf Bali waren oder Ja, Menschen, gut. die lange auf Bali waren. Das werden Aber sie vielleicht immer- ist auch das ein bisschen so die Eifersucht, weil vielleicht hätte er gern lange Haar und darf gern surfen und Ich wollte gerade sagen, weißt du, was Ja. Mhm. ich für eine Zukunftsvision für die hätte? Ich glaube, wenn es jetzt mit der Musik irgendwann am Bach runtergeht, Ja. weil wir uns dazu entscheiden, dass wir auf der Bühne irgendeine Frau schächten. ja, Oder einen Mann. oder beide. Oder beide. Oder wir lassen sie kämpfen. Was hältst du gegeneinander. davor, wenn du als Plan B Surflehrer auf Bali wärst? Ja, Und eine sehr enger Badhosen. ja, nein, Bilderbogen muss ich tragen.
über die Gibt es Knie. nicht enge Bilder vor? Ja, muss ich schauen. Ja, stimmt. Ja. Aber dann bitte ein Dreiviertel. Ja, klar, Fälle. Das war also sehr, sehr weite und dann halt auch also wirklich, du du wärst erst... Muschelketten. Ja, Da werden sie nochmal, die werde ich Maß anfertigen lassen, dass um mein das fettes sehr, sehr- Saugnacke rumgehen. ja, aber halt Ja. wirklich auf Maß Ja, geschneidert, klar, das ja. wirklich Ja. so fast ein Joker ist. Feiertag trage ich dann meine Heizankette. Ja. Hat so ganz besondere Ja. Anlässe. Ja, das war schon, das könnte man richtig gut vorstellen. Ja. Und wichtig ist, ich möchte, dass du deine Englisch-Skills, du sprichst ja an sich gut Englisch, Ja, nochmal um Ausreichend, 50% reduzieren. reduzierst Ja. und auch definitiv halt nicht daran arbeitest, besser zu werden. Nein. Und ich möchte auch, dass du in deinem aktuellen Surfstand bist. Ja. Aber richtig großes Marketing aufbaust, wirklich den geilsten Surfstand überall, die neuesten Bredel und halt, wie gesagt, das alles so darstellen lässt, also darstellst, als du der beste Surfer ever. Und ja, das ist dann so der Business und die Leute, wenn sie halt dann zu dir kommen und für die Stunde, sage ich mal, 400 Euro zahlen Ja. mit Equipment, Klar. möchte ich dazu sagen. Ja. Das muss Und sie dürfen es mehr benutzen. mehr dürfen es mitbenutzen, aber einen gewissen Abschnitt davon. Ja. Und halt auch nur 10 Minuten. Ja. Ja, und das ist dann so dein Ding und ich möchte einfach mal schauen, wie das so läuft. Ja, ich glaube gut, ja. Ich denke auch. Ich glaube, dass das, vor allem wenn ich das länger mache, bin ich ja dann braun gebrannt und wenn der Haarausfall so mehrer wird noch Stell mir und gut. ich habe dann so lange Haare, Ja, die ja, werden aber halt Oma, nach hinten der- immer weniger. Ja. Ja. Und Da habe dann- ich immer so Salz halt drin, weil ich ja früher mehr bin. Du brauchst, also ich möchte auch, dass du, ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss, Ja. aber sage ich mal, Körperbehaarung, Ist da. let it grow. Ja. Let it grow und ich möchte, dass du irgendwas, kannst du vielleicht den ganzen Tag irgendein Kraut kauen? Ich weiß Also ich nicht kann was. halt, Oder kaut, aber ich möchte auch irgendwie, dass du richtig eklige Zähne also ja, kriegst. gut, da wollte ich gerade sagen, dass ich halt Sonnenblumenkerne kann die ganze Zeit fressen. Nein, die sind nicht eklig. Ne. Na. Ja, gut, Snoosen finde ich an sich, aber Snoosen ohne Backel, also so wie die alten Ja. mit der Spritzen. Ja, mit der Spritze kenne ich gar nicht. Also ich hoffe, dass ich jetzt nicht wieder Scheiße verzeihe, aber früher hat man sich das, glaube ich, mit so einer Spritze, das eine da und da hast du den Tabak. Ist das dann einfach Kautabak? Nicht, oder? Kautabak kaufen wir. Ich weiß nicht, ich habe noch nie Kautabak benutzt. Ja, nicht. Das soll man mal machen. Stellen wir es mal Backel. Das Snoosen jetzt einfach voll Gas machen. Ja, So den in der Almara genommen hat. ja. Ja, Snoosen ist nicht meins. Nein, Das mir einmal so wegbündelt. ich habe noch nie gemacht. Nicht? Nein. Also hat mir, also das für mich, das widert mir richtig an. Also Ja. Leute, Ich bin ja insgesamt ein neugieriger Mensch und Schulbus dann vom Typen, der das schon viel zu lang So gemacht lang hat. schon, ja. Ja, ja. ich glaube, das hast du mir auch schon erzählt. Ja. Vergiss das ehrlich wieder. Und dann habe ich mir den halt in Deiz eine da und das war der Bus, der wo von Deiz nach Lackirch durchgefahren ist, ohne Reihe Speiern. Au. Und mir ist so schlecht geworden und ich habe halt nicht ausspucken können. Und Aha. da kommt der, wie wenn du was halt im Maul hast, die ganze Zeit kommt er dann, hast unendlich viel Speichelfluss und dann musst du die ganze Zeit runterschlucken. vorstellen. Das war so eklig, das war so reidig. Und dann raus aus dem Bus, Kas weiß gewesen. Ja. Ja, gut, dass er eine Unmenge an Nikotin Ja, trinkt. ja, Wie das alt war warst eben du schon denn ein starker. Wie alt war ich da? 15, 16, Ja. 17, sowas. Ja. Also man hat schon vertragen. Man hat schon vertragen, wenn man es öfters Wenn man es macht. gewohnt ist. Nein. Aber insgesamt glaube ich, vertrage ich Tabak allgemein nicht, weil mir geht es, wenn ich schnupf, auch immer viel schlechter am nächsten Tag, wie wenn ich nicht schnupf. Zum Ja. Beispiel. Ja, kenne Jetzt ich. wisst ihr Bescheid. Können wir, also sonst, was ist das Witzigste, was wir erlebt haben? Weil meistens ist, also das Witzigste, was ich von mir im Nachhinein gesehen habe, ist, wie ich so besoffen war, dass ich in die Bierflaschen gerappt habe. Das Ja. hat mich schon sehr unterhalten, aber jetzt auch nicht so. Meistens passieren halt irgendwelche Sachen wegen die Leute. Also Als was- der Ding in seine Maske gekotzt hat, das war auf sehr jeden Fall lustig. ja, Ja, der ich- Markus. Also bei Auftritt, also letztens haben der Kid Rap und die uns auch mit rumbekleckert. Wir haben 2 Minuten einen Fan beleidigt, aber auf Ernst. Ja, Das war nämlich, wir haben Thomas Müller gespielt und das war halt irgend so ein, keine Ahnung was, Nürnberg-Fan. Nürnberg-Fan oder irgendein anderer Fan. Und wir haben ihn sogar vorher noch gratuliert Ja. zum Derby-Sieg, weil wir ja tolerante Menschen sind. Und er war halt gerade so besoffen, er war nicht so brutal besoffen, dass ich sage, ja, lasst ihn besoffen. Ja. Er ist immer wieder vierig glättert und hat halt den Mittelfinger gezeigt, Ja. auch völlig übertrieben. Er war Und- jetzt sehr aggressiv. Ja, also auf jeden Fall. hardcore aggressiv, so im Sinne von komm her. Ja. Wenn mir jemand beleidigt, alles cool. Wenn man einen Mittelfinger zeigt, ist cool. Wir haben ja professionell reagiert am Ja. Anfang. Aber wenn jemand mich direkt dann auffordert, sozusagen Ja. auf ein Tetteretem, Ja. dann triggert das irgendwas in mir. Ja. So dass wir dann ja, dass wir ein bisschen Ja. überreagiert haben. Ja. auf jeden Aber war Fall. lustig, also Ja. für uns war es lustig, die Leute haben auch gelacht.
eher nicht. Und das Gute ist, das ist das Unfaire, wenn du auf der Bühne stehst und jemanden beleidigst, das, was er sagt, hört ja keiner. Nein. Was wir sagen, hören alle 12 Leute, die da waren. Nein, war schon gut besucht. Haben gehört, haben es lustig gefunden und der Typ ist dann auch noch rausgeschmissen worden. Ja. Und scheinbar war das auch der Typ, der hat dann später nochmal versucht, irgendwie reinzukommen, also reinzukraxeln, ist über den Zaun und hat dabei seine Hosen verloren und ist dann mit der Hosen, vielleicht war er doch besoffen. Ne? Er hat auch nochmal Props an die Securities. Ich habe gedacht, nach dem Auftritt ist er ja gekommen, der Security, habe mir gedacht, jetzt quatscht er uns sicher voll, dass das nicht in Ordnung war. Und dann stellt er sich her, das war ein Hurensohn. Ja, der Hurensohn ist rausgeflogen. Ja, schon sehr amüsant. Was war der ist noch dreimal zu uns gekommen. Das sind übrigens immer die Komplimente, die mich mit am meisten gefreien. Der war ein 54-jähriger Security, hat gesagt, er ist jetzt 54. Er hat uns jetzt zum ersten Mal gehört und er war mega. Er hat das richtig abgerissen. Wo spielt er denn sonst? Und sagen wir, in erster Linie halt Oberbayern. Oder Nürnberg. Ja. Schade. Ja. Nee, Jungs, war richtig geil. Und wie gesagt, der Hurensohn ist geflogen. Ja. Irgendwie haben wir was mit, also Security sind uns immer, gell? Also. Warum? Ja. Also normale Security. Also ist ein MC. Ja, wobei, der sag schon, der Sepp ist ja. Naja. Ja, gut. Und sonst, warum sollte man sich unsere Show anschauen? Also ehrliche Aussage, oder? Also ich finde, unsere Show ist halt einfach mehr als nur zu einem Konzert zu gehen, sondern unsere Show ist halt mal wie folgt, da kann man mal ein Ding hochladen, How to Los Brutalos Konzert, weil ein Los Brutalos Konzert beginnt nicht an der Location, sondern ein Los Brutalos Konzert beginnt im besten Fall, sagen wir mal, wir spielen im Backstage, du wohnst eine Stunde mit dem Zug weg. Dann beginnt das allerspätestens am Bahnhof. Da habt ihr mindestens einen Kasten dabei. Ja. Sauft auf dem Weg den Kasten, dann wird sie erst einmal 3/4 Stunde in der Schlange stehen. Ja. Da sauft sie dann geht es nochmal los, holt euch das Bier, weil natürlich ist vom Kasten nichts mehr übrig. Und dann holt sie euch noch ein Getränk für die Schlange. Da sauft sie weiter, dann kommt sie drin an. Ihr schaut euch noch nicht einmal die Location an, sondern erst einmal pissen. Dann einer geht pissen, der andere direkt an die Bar. Erst einmal ein paar Jäger Bull zum Fresh werden. Ja. Also, ein Los Brutalos Konzert ist einfach, ihr müsst euch das vorstellen, wie, sagen wir mal, wenn du am Battlemarkt fährst, wie wenn du Leon Hardy bist, wie wenn du einen klassischen Days of hast. Das ist wie Malle. Das ist, du bist in einer Parallelwelt. Du saufst, schaust, machst es wie wir, schaust, dass du den Auftritt nur irgendwie mitkriegst. Ja. Nur auf der anderen Seite eben, vergiss dann in diesen 1,5 bis 2 Stunden komplett alles, was du jemals in deinem Leben gelernt hast, flippst komplett aus, brüllst, machst ein paar Mittelfingerparolen uns gegenüber. Schau halt mal, was passiert. Ja. Und danach, wenn das Konzert am besten Fall kommst du auf die Bühne und legst eine Maß. Ja, wenn du dann bist. Ja. Und nach dem Konzert ist es natürlich nicht vorbei, dann kaufst du erst einmal 6 T-Shirts, weil du deine Freunde daheim, die es nicht geschafft haben, auch was mitbringen willst. Und dann saufst du weiter, dann kommst du saubsuffen zu uns, sagst du, hey, wir haben schon ein Festel in 2026, so darf man euch buchen. Wen kann ich mir da melden? Sag ich, sag's einfach mir. Ja, ich kümmere mich. Ausgemacht. Ja. Gage, völlig egal. Kasten Bier und einmal saufen bei einem Bauwagen, dann passt das. Nein, du saufst nach dem Auftritt natürlich weiter. Dann beginnt eigentlich der Abend, sage ich mal nochmal, nachdem du dir 6 T-Shirts gekauft hast und ein paar Fotos mit uns gemacht hast, mir dann eingedruckt hast, dass ich viel kleiner bin, als ich eigentlich auf die Videos ausschaue. Dann sage ich, ja, das weiß ich, ist trotzdem verletzend. Autsch, und dann gehst du irgendwo in die ranzigste Bar oder den ranzigsten Club, den du findest. Da werden dann wir wahrscheinlich auch sein. Da werden wir auch sein. Da siehst du mich dann irgendwo in einer Ecke hocken, in einer Lounge natürlich, in einer abgetrennten, wo ich sehr traurig bin, weil du mir gerade gesagt hast, wie klar ich bin. Und dann trinkst du und dann deine 1-2 Getränke und dann schlafst du ein. Das ist ein Los Brutalos Tag. Zur Show selber, gibt es da was zum sagen, was das besonders macht? Achso, zur Show selber. Ja gut, also das ist ja mehr ein Theaterstück. Das ist ein Theaterstück mit allen Hits und noch ein paar Besonderheiten. Viel Mitmachteile.
Kostümwechsel gibt es. Super, jetzt hast du es verraten. Partymusik auf jeden Fall. Also wenn du jetzt Wert darauf legst, dass da ein 3 Stunden Gitarrensolo gespielt wird, dann bist du bei uns falsch. Aber wenn du, also die Back der Rappel bei ist auf mich zu. Ja, macht bei Ist auf mit so niemals den Fehler, dass zu viele Leute mitsingen. Ja. Sonst. Ja, und dann, glaube ich, sind alle zufrieden. Also sehr Alkohol- und Party lastig, genau. Aber die Leute haben auf jeden Fall Gaudi und kommen auch immer wieder. Also ich glaube, weil sie viel vergessen haben von der Show, weil sie so besoffen sind. Nach wie vor. Aber deswegen mache ich das auch, weil sonst bleibt mir auch Auftritt im Jahr gelangen. Richtig. Aber ich weiß ja nicht, was es war. Nein, null. Ja. Ich höre dann nur am nächsten Tag wieder, am gleichen Abend hören wir mal, wow, so geil, und am nächsten Tag hören wir. Ja, schautechnisch, glaube ich, gibt es wenig, die so viel Aufwand betreiben wie wir. Also In Bayern. unserem Ding auf alle Fälle, ja. Ich glaube, nur dicht und ergreifend hat immer noch viel gemacht, was ich Sagt so mir gar nichts. auf Videos gesehen habe. Aber sonst stellen sie die ganzen Wappler einfach nur auf die Bühne, spielen eine Kack-Songs und dann gehen sie wieder. Ja. Bei uns ist halt wirklich Synapsenfeuerwerk. Ja, viel fürs Auge, ja. Viel fürs Auge, ja. Ich muss auch enttäuschen, wenn er fett war, deswegen zeige ich mir schaut jetzt nicht mehr aus. Ja. Und das Kostüm gibt es auch nicht mehr her. Ja. Aber schauen wir mal nächstes Jahr, wir planen schon unsere nächsten Tour. Ja. Vielleicht wird die jetzt einmal so schlüssig, dass wir sagen, okay, die machen wir mal 2 Jahre. Weil also von der erwarten wir schon wieder sehr viel. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Los Brutalos Favorites. Anmachsprüche ist da aufgeschrieben worden. Oh. Na, vielleicht lange noch 2. Also, Ja, wenn ich es habe immer dieselben, ja. Ja, Also, hey, hast du Greihatz daheim, weil nach dem Fegeln frise ich gern Greihatz. ja, Das, Servus, ich bin der Michi, wer geht die Hosen auf? ja. Bei mir ist es Servus, ich bin der Eidau von Los Brutalos. Ja. Wir fahren Audi 80. Das zeigt Richtig, immer ja. noch. Ja. Ja gut, hast du das mal ins Bett geschissen schon? Nein. Ja, das ist immer gut. Ja, oder wo wir schon lange nicht mehr drauf eingegangen sind, ist, was immer funktioniert, ist, sage ich, hey, Mäudel, sauf mal ein Weißbier. Ja, stimmt, ja. Möchtest du, saufst du, nein, Entschuldigung, das ist falsch, ich habe es lange nicht mehr angewandt, aber dann sage ich, hey, Mäudel. Und dann schaust du so wie jetzt ein Kid Rapper, so, hey, Mäudel. Ja. Saufst du auch so gerne ein Weißbier wie ich? Nein. Ja. Ja. Jetzt schon. Na, Zack. Dann muss natürlich der Barkeeper mitmachen. Zack. Ja. 2 Weißbier für du mich. zahlst. Für einen ganz schönen Abend. Kein Geldbeutel dabei. Ja, und dann steuere ich meine Hotelkarten, die aber von einem Auftritt vor, keine Ahnung, 6 Monaten, Schon, das tue ich hier. Und wo er ganz, also dann, Schön mal 3 Sterne Atalia Hotel. Also hier. Sag ich, ja. Schaust zweiter vorbei. Stock, erste Tür rechts. Ja. Gell? Ja. Wir sind in einer Bar. Schon, ja. Eben. Ja, und dann hast du es eh schon. Na, vielleicht bin ich gar nicht Manuel Neuer. Ja, einer ist echt nur witzig, den finde ich auch sehr lustig. Also tatsächlich, da sagst du Tiger und sagst, hey, ich hoffe, du bist gut versichert. Weil wegen dir habe ich jetzt eine Beule in der Hosen. Oh ja, das. Ja. Jetzt nicht so teasern dürfen. So gut. Ja, der ist echt gut. Ja, fuck you. Ja. Na. 225 werde ich nicht mehr erleben, glaube ich. Gesundheitlich. Nein, der ist stark, ja. Ja, wie gesagt, dann halt noch gleich. Ich habe meine Telefonnummer verlangt, kann ich deine haben. Ja. Ich habe in mein Bett geschissen, kann ich in deinem schlafen. Da haben wir an dem durch. Ja, richtig, ja. Da haben wir, zeig mal den Finger. Ja, das ist die ganzen. War ja voll peinlich, wenn du dann keinen fahren lassen kannst. Ja, schon, ja, wenn es die voll bist. Ja. Ups. Ja. Er ist halt eine Wunderkiste. Ja, schon was passiert, ja. Na. 5 entweder oder. Jeden Tag eine neue Haarfarbe oder für immer Glatze? Oh. Ja, ist Gott sei Dank schlecht formuliert, weil ich dort jeden Tag eine neue Haarfarbe wählen Na. und halt einfach nur einen Ton heller oder dunkler werden. Na. Also, Aber ich glaube sogar, wenn's- ist ja nichts am anderen, gell? Eine neue, das muss ja immer eine neue sein. Puh. Ja. Nein, das ist, ich glaube, das ist nicht gut für die Haare. Aber ich glaube, das ist mit einer Glatze nicht gut. Doch, Glatze, aber ich darf der Perücken dann halt. Na. Und also ja, vielleicht hatte ich sogar die Haarfarben nicht mehr, weil es mir wurscht war. Aber ich glaube, dass sobald ich halt dann blond war, da ich halt einfach beim Lidl an der Kasse hocken. Also Ja, ich glaube, stimmt, sobald ja. ich diese Frisur blond, dann da ich noch Piercing kriegen, noch schlechtere Tattoos und
Hyper singen. Ja, und einen richtigen Faible für Westen entwickeln. Stimmt, ja. Und dann hat da schön. Was für Art von Westen schon? Diese Na, plüschigen oder? ja, alles Mögliche. Also alles Ja. an Westen, Ja. okay. Hauptsache keine Ärmel. Storno Kasse 2. Ja. Ja, passiert öfters. Brigitte? Ja. Brigitte, da ist dann in Pause. Ja, ja. Ist das okay? Das muss man wiegen. Was hat denn das für eine Nummer? Ja. Aber wichtiger Job. Ja, schon klar. Ihr sorgt dafür, dass meine Assistenten für mich eingreifen können. Ja. ICQ oder Lokalisten? Das sind zwar komplett Ja, unterschiedliche das eine ist der Plattformen. Messenger, das Manchmal andere frage ist ich mich, ob super, du ja. komplett dumm bist, Sabrina. Nicht Ja. best gemeint. ICQ. Ja, ich glaube, ich habe ICQ auch für wichtiger empfunden. Und Lokalisten ist einfach nur ein Abklatsch von Facebook, Ja, der dann pleite gegangen ist. ja, zu Recht. Ja. Aber es hat mir auf Lokalisten immer voll genervt, dass man die auf dich klickt, also dass man das gesehen hat, wenn du auf jemanden geklickt Aber am hast. Schluss glaube ich nicht mehr. Oh! Ja, hoppala. Da geht der ab. Ja. Ein Auftritt komplett nackt oder nur Cover von Vox Club. Das Publikum hat schimmelige Tomaten zum Schmeißen. Egal, ob die schimmen oder nicht. Ja. Ähm, Ich glaube, die schmeißen es auch, wenn ich nackt bin. gut, also tatsächlich, also wenn ich ernst antworten müsste, ich tatsächlich lieber die Cover spielen. Ja. Wahrscheinlich, ja. Ist beides sehr würdelos. Ja, schon. Da interessieren wir Vox Club auf die Frage antworten. Ich glaube, dass halt, also wenn wir halt nackt auf der Bühne sind, das hat halt irgendwie noch ein bisschen einen Humor. Das war halt lustig für die Leute. Und ich glaube, wenn du Vox Club spielst, dann hassen die Menschen einfach. Ja, und vor allem für immer. Ja, schon. Das ist halt der Skandal, der verschwindet nicht aus dem Internet. Ich meine, Ja. bei uns wissen sie, jetzt gehen sie schon davon aus, dass wir eine kleine Zipfel haben. Ja. Klar, wir sind in erster Linie mal schockiert, dann trotzdem nochmal selber, ja, wenn du klar, deine ja. Erwartungen Ja. schon sehr niedrig ansetzt und dann. Ja. Schon. Und dann denken sie, hat der Kid Rapper tritt's Ei. Nein, das ist eine Hämorrhoide, die da runterhängt. Ja. Aber boah, die Vorstellung ist zu. Ist das möglich? Ich weiß nicht einmal, wie Hämorrhoiden funktionieren. Ja, nicht. Muss ich echt Ja, nochmal wir werden es googeln. bald rausfinden, wenn wir immer draußen halb Ja, nackt ich gucke also voll. auf dem Sturmbahn hocken. Ja. 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 Sex mit einem Klon von dir selbst oder mit dem deines besten Freundes? Hä? Ja. Das kann also jemand schreibt, der bisexuell ist. Und nicht super straight. Klar ficke ein Kitty. Ja, schon, ja. Nein, das wird natürlich deinen Klon von mir ficken. Ich weiß ja, der kennt Ja, dann alles. schon, ja, der weiß ja, was Der läuft, weiß ganz genau, was ich mag. Ja. Ja. Mein Klon hat auch kleine Titten. Ja. Das war praktisch. War sau praktisch, ja. Ja, schon. Kannte mir dann je nach Brusthaarstand ein bisschen zumindest einbilden, dass es eine Frau ist. Ja. Ja, Weil halt, ich glaube, das Komischste beim Sex mit meinem Klon ist, dass ich dann seine Stimme her. ja, Das stimmt. klingt ja ganz anders. Ja, Der hat ja stimmt. die gleiche Stimme wie ich und Ja. ich bin es ja nur so gewohnt. Ja. Das ist dann ganz komisch, wenn man seine eigene Ja. Stimme hört. Das ist komisch, wenn mein Klon fick war, dass es ein ausgleiches Arschloch hat. Ja, stimmt. Ja, Da den nicht käme wahrscheinlich, weil es halt null Reibung ja, gibt. ja logisch. Ja, Ja, darf man reichen. ja, wahrscheinlich, ja. Einfach weil es so pervers ist. Ja, so, Schon, danach hat er mir richtig Ich schauen. würde den Zwinger, dass man sagt, wie hübsch ich bin. Ja, die ganze Zeit. Du bist zu hübsch. Hör nicht auf zu sagen, wie hübsch bist du, hübsch bist du, hübsch bist du. Ja. Ja. Ah, da ist was abgeschnitten worden. Irgendwas mit Französisch. Naja, wurscht. Wir dürfen uns entscheiden, wer von uns ein Jahr lang blind und wer ein Jahr lang taub ist. Ich schätze, dass für uns beides ähnlich beschissen ist. Dann Ja. wahrscheinlich einfach Münze schmeißen, oder? Ja. Also wir könnten ja beide dann nicht mehr arbeiten. Also wir brauchen ja unsere Augen und unsere Ohren. Also boah, das ist auch nervig. Na, Kann also einer ta- beides machen? ja. Einer blind und einer taub ist mir. Das haben wir schon mal die Frage gehabt, was der lieber ist, gell? Na, also ich sehe schon gern. Ja, ja. Ich höre aber auch gern. Ich höre Ich wirklich weiß was. nicht, was fürs. War Ich glaube, tatsächlich. für Kommunikation ist es natürlich besser, wenn ich noch was höre. Also für ein Jahr, sage ich mal, taub sein, dass der temporär ist, dass ich das auf alle Fälle nehme, weil ich weiß, ich muss nicht. Ich kann an meinem Leben noch ganz normal teilnehmen.
Weil ich kann nachher von Mails schreiben, ich kann die Steiß machen, Pornos schauen, wichsen, alles das. Aber wenn ich taub bin, und vor allem ich kann auch Texte weiterschreiben. Ja. Gut, das kann ich taub auch, blind auch. Kennt man gerade. Aber ja, na. Ich glaube, dass halt mein nein, wie nennt man das nicht Rhetorik, das ist, wie man redet. Ich weiß nicht, was du sagen willst, sonst kann ich dir helfen. Nein, wurscht. Also Rezept der Woche, das ist ein Punkt, wo ich mir überlege, ob das noch Sinn macht, dass wir das immer machen. Ja. Was ist das? Ja, schreibt es mal in die Kommentare, ob wir das Rezept der Woche noch machen sollen. Jetzt für heute haben wir Chicken Fried. Ah ja, geil. Ja, das ist ein Klassiker, amerikanischer oder österreichischer, wenn du das einfach Backhändel nennst. Ja. Haben wir ein sehr gutes Rezept gefunden, das sehr, sehr lecker ist. Natürlich brauchst du Fritteusen dafür oder einen Topf mit heißem Fett, um das dann zu frittieren. Gewürze sind ganz einfach. Du brauchst Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Salz und Pfeffer und das mischst du alles in einem 1:1 Verhältnis. Also wenn du einen Löffel Salz hast, haust du einen Löffel von allem anderen rein und skalierst das halt dann hoch. Und dann tust du da jetzt kann er auf einmal komplette Sätze fassen. Ja. Und da tust dann deine Hähnchenteile deiner Wahl, da halt auch zum Beispiel bevorzugt Hähnchenbrust. Ich mag gern einen Chicken Wing, einen Chicken Hacks. Ja. Sagt die, es ist halt, du bist auf der sicheren Seite mit einem Hähnchenbrustfilet. Ja. Aber natürlich, sage ich mal, die Genussweise von so einem Hacksal hast du natürlich was ganz Besonderes. Ja, und du hast halt das Haut dort und das ist aber du hast halt oft einfach ist die Gefahr groß, dass irgendwas... Ja, ist die Gefahr, dass halt irgendwie so ein kleines bisschen so blauer Blutstrahl oder so ist. Da musst du einfach abschalten und dir nicht vorstellen, dass du gerade den Fuß eines Lebewesens isst. Ja, kann ich bei einer Brust perfekt abschalten. Super, ja, das ist für mich... Boah, das müssen wir jetzt mal wieder machen. Ja, genau, dann tust du das da panieren, sage ich mal, und dann kommt es über Nacht idealerweise in Buttermilch und am nächsten Tag kurz vorm Frittieren nimmst du Mehl, da hast du auch nochmal was von deinem Gewürz rein und dann wird das da nochmal paniert im Mehl, in der Mehl-Gewürzmischung und dann hast du es in Fritteuse für ein paar Minuten und dann... Sehr fein, ja. Genau. Fan der Woche. Hast du, Entschuldigung, ich habe nicht gescheit sicher, dass du von Buttermilch geredet. Ja. Ja, super. Ja. Über Nacht, habe ich gesagt. Sehr gut. Ja. Fan der Woche habe ich einen Fan of Lyric, der kommentiert vorher auf YouTube bei uns. Okay. Ja. Super, danke Mach weiter dafür. so. Schön, dass du da bist. Ich weiß nicht, ich habe einen Verdacht, ich habe immer gedacht, das ist der Frido, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht Kann's ist sein. er ja anders. Also geistreich, weil die Texte sind, wenn das der ist, den ich mal kannst der Frido sein. Ja. Ja. Los Brutalos Secret Tipp, ich weiß nicht, ob wir schon gehabt haben. Haben wir es im Tung schon gehabt? Ist ja wurscht. Na, Müssen und der jetzt auf jeden Fall, Sabrina hat den anderen Asiaten da aufgeschrieben, der wo nicht beim Getränkemarkt ist. Nein, das ist kein Secret. Ja, habe ich mir auch gedacht. Also ich war mir immer gedacht, vielleicht kommt das von dir. Nein. Ja, also es ist ein solider, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Tamasia. Tamasia, also man kann es auf jeden Fall essen, aber auch es ist ja eher was zum Abholen. Ja. Ich finde immer im Tung, auch wenn es irgendwie strange ist, ich mag den Vibe da drin, weil es so wild dekoriert ist, ich mag die Leute da drin und das Essen ist echt richtig, richtig gut. Relativ teuer, muss man dazu sagen, oder was heißt teuer? Ich weiß nicht, ist inzwischen wahrscheinlich normal. Ja. Für mich ist es teuer, weil ich halt die alten Preise noch kenne. Ja. Und das ist halt in den letzten Jahren brutal nach oben gegangen, aber du kriegst wirklich sehr, sehr hochwertiges Essen. Ja. Da. Schmeckt da immer frisch. Und auch geil große Portionen. Also Ja. Sie haben Wasabi. Stimmt, ja. Nein, ich bin so gut wie nie vor Ort. Ja. Ja, doch ist. Weil ich mag, Weiß ich mag das Händel, finde ich, dann viel besser, weil wenn der Box drin ist, Muss ich wird es mal- immer ein bisschen lappriger. Ja, das ist wo die klar. nichts Vor dafür Ort ist können, immer natürlich. besser. Ja. Das war beim Jorona Ist ja bei der das Gleiche. Pizza auch so. Ja. Ja. Du, da brauchen wir jetzt nicht reden. Nein. Ja. Was steht die Woche an? Also Ja. wenn's ihr das Herz. Ach so, fuck. Ja. Oh ja, geile Woche. Freitag Passau, Zauberberg. Ich entschuldige mich für diese Bewegung. Musst nicht. Ich schaue, dass ich noch ein kleines Promo-Video mache für Passau, weil den Land müssen wir vollkriegen. Ich meine, der Almerer, der Schwachschwabe, das Ding schon wieder fast ausverkauft. Der hat natürlich auch ein Jahr Pause gehabt dazwischen. Ja, schon. Dann müssen wir da schon auch noch ein paar Tickets loswerden. Auf jeden Fall. Und Samstag ist halt dann absoluter Abriss im Backstage Ja. in München.
Es ist noch nicht ganz ausverkauft, aber Ja. es ist geil, weil schon Anfang des Jahres so viele Karten gekauft worden sind. Und es ist halt wirklich für uns immer das Highlight des Jahres. Ja. Haben wir ein paar besondere Sachen vorbereitet. Vor allem das Geile ist, kommt es auch gern schon früher. Oder so Einlass ist ja, wenn Einlass ist. Ja. Auf jeden Fall drin gibt es ein kleines Quiz. Wir haben ein paar Shotgirls, die rumlaufen, die ein paar Shots, wie man so schön sagt, verteilt und ein paar Fragen stellen. Der Und DJ Tobsucht liegt auf. Alter, ja, unser Booker, der DJ Tobsucht. Ja. Bin echt gespannt, was er macht. Ja. Wir müssen aufhören, unsere Bewegungen zu spiegeln. Ja. Weiß nicht, wer damit angefangen hat jetzt gerade. Weiß ich nicht. Aber es hat sich gerade richtig angefühlt, so abschließend. Naja. Ansonsten die Woche. Zwei Special Guests können wir vielleicht im Backstage noch. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Markus, glaube ich, heißt du, falls du das Ja. hörst. Der Typ, der letztes Jahr an 6 Sekunden gegext hat. Ja. Wir haben diesmal eine Erneuerung und zwar gibt es einen Staffelsauf. Ja. Du musst also noch einen von deinen Spezien trainieren, dass er mit auf die Bühne kommt und ihr sauft beide die Maß. Ja. Okay? Und wir versuchen einen würdigen Gegner zu, da kann man noch was machen. Ja. Kleines Promo-Video. Ja. Aber das passiert die Woche, ja. Ja. Sagt's Bescheid. Ich hab grad nicht zurück. Was? Sagst du Bescheid? Ja, ich weiß ja nicht. Ich war gerade irgendwo anders, gedanklich. Ja gut, ich glaube, damit sollten wir abschließen. Ja. Vielen Dank, die letzten Worte. Und wie immer der wunderbare Harry und niemals vergessen, sagt Bescheid. Danke.